Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Ich werde für euch Mission Impossible gucken. Und ja, Stunts sind ja allseits bekannt, mehr bleibt bei so viel Action nicht ein bisschen etwas auf der Strecke. Da erzähle ich euch heute bei Filmlift. Für dich schon mal eine große Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. So, fängt man einfach mal direkt an mit der Geschichte Ethan Hunt Azerem zurück, den Azerem auf seiner nächsten unmöglichen Mission. Und zwar steht ihm das nicht nur ein Gegner am Weh, sondern direkt irgendwie die ganze Welt. Weil hier steht eine mega Waffe am Vordergrund, die zu beherrschen gilt. Und zwar ist das nicht einfach irgendeine Waffe, sondern das ist eine KI, die ziemlich unberechenbar und auch ziemlich autonom handeln kann. Und ja, ziemlich viel Einfluss an der Welt kann anholen. Ja, die würde viele Leute in der Kontrolle holen, mit dem Ethan sein Ziel ist das aber nicht so ganz. Ihm sein größtes Ziel ist es dabei, für sie zu zerstören. Ob ihm das gelingt, das muss ich da schon am Kino angucken. Auf jeden Fall geht es für die letzte Story, die sie mit Mission Impossible machen, schon ganz zwei Teile. Das ist ganz genau Part 1 und Part 2 abgesplittet. Und dann ja, können wir als das am Doppelpack ranzählen. So, also jeder, den auf jeden Fall mal Mission Impossible ein bisschen kennt, der weiß auch genau, wann er geboren wird. Er wird einem Action vom Feinsten geboren. Top-notch Action, Top-notch Stunts, alles, la classe, mega geil. Und wie bekannt, denn Tom Cruise möchte seine Stunts ja auch noch selber. Und die sie wirklich, also als choreografisch, das ist ein Dram, wirklich. Ja, und das Ganze geht so weit, mir die richtig während dem Gucken, dass jeder, den Hydro geschafft hat, ob es Schauspieler oder Kameramann oder am Schnitt, mir den einfach die Leute, die da schaffen, die haben einfach Bock. Das ganze Thema Mission Impossible schenkt irgendwie so ein Herzensthema für die Leute zu sehen. Ja, bringen es einfach auf den Punkt. Das Ganze als kann ich nicht wirklich mit seinem James Bond vergleichen, obwohl es eigentlich auch so ein Agentenfilm ist. Aber Mission Impossible ist immer ein bisschen mehr, immer nach aber mal so ein bisschen einen Anzwinkern dabei. Es gibt es nicht gerade so geholt wie in James Bond, aber ja, das muss es ja auch nicht. Das passt fand ich immens gut an das ganze Thema Mission Impossible ran. Das Ganze wirkt immens rund, immens durchstört. Du gibt wenig Stunden zu mäkeln. Auch die Schauspieler aus sich funktionieren mega gut mit denen, die harmonieren super mit denen. Das ist richtiger Spaß, den Leute beim Spielen nur zu gucken, am Interagieren nur zu gucken. Das ist einfach nonstop, einfach sehr Spaß. 2 Stunden 43 dauert das Ganze. Und das wirklich, also der Film ist prall gefüllt und geht zu keiner Sekunde langweilig. Lo gibt dann aber trotzdem etwas fertig, aber lo ein bisschen auf hier muss, was man nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist. Und zwar Humor hai verschiedene Szenen, wo ein bisschen auf Tränendrüse probiert, wo der Film ein bisschen probiert, auf Tränendrüse zu drücken. Und das funktioniert leider nicht mehr so mäßig. Also so mega gut funktioniert das halt einfach leider nicht, weil wenn's der ganze Action, die an dem Film stattfindet, bleibt das ganz zwischenmenschlich und die ganzen Character Buildings bleiben ein bisschen auf der Strecke. Hey, dann, ja, du wirst vielleicht mehr Ausbaumöglichkeiten gewirrscht, aber ja, da wären die entsprechenden Szenen, hätten die vielleicht besser gewirkt. Weil, gucken sich die Szenen nun nicht, wie sie weit gemeint ist, aber ja, wird nicht ganz funktioniert. Aber dafür eben wie gesagt, wir gucken uns die Filme einfach wenn's Action und wenn's Zweikampf, die fantastisch choreografiert sind, weil immens gut geschnitten ist, behält den immer mega guten Überblick über die ganze Situation und die Geschichte ist auch herrlich fantastisch, kann ich so sagen. Also so Strukturen, politische Strukturen, die am Hintergrund agieren, an Korruption, an ja, wen sich das eben so für so einen Agentenfilm eben ausmalen kann. Geht mit allem einfach dummer das serviert. Das einfach, das mischt einfach Spaß, dem Krimi nur zu gucken. Ja, ich bin auf jeden Fall mal froh, dass man da nach einem zweiten Teil kriegen, für dass ich gut Zeit gelost gibt, da kannst absplitten, an die Geschichte nicht zu hasselig umzugehen. Aber ja, sich dummer der Zeit zu lassen, auch schon ein ganz
gut Entschädung ja sind einfach gespannt wetter nur den nächste große Stand geht vom Tom Cruise den am Part 2 dann zu gesehen hast es sind wirklich gespannt und da dass du immer Highlight von denen Filmer mat wat toppen sech da los denken dat muss wirklich so den top sich irgendwie von Film zu Film immer so dat waren doch schon mengglisch mat Menge Review also vieles außer Lue vu Schnitt viel für den Film zu gehen also es sind sowieso Mission Impossible Fan von Tom Cruise kann die lo halen wenn die will du kann in die Sache lo gut oder nicht gut fannen ich das eigentlich den interessiert mich persönlich nicht ich fannen die Mission Impossible Filme an auch sing Filme wo an der letzten Matt gespielt oder dann schon der längere Matt spielt und gucken schon mal mega gern Maverick hat auch mega gut gefallen dann voilà, du kann dann wetten da so nie lernt mischt als man dann verhältnismäßig egal Me trotzdem könnt aber Kommentar do losen wie ich diese Film gefallen wird oder wie ich die Tom Cruise Filme überhaupt gefallen lost ihrer Meinung halt freie Lauf erzählt mal gerne weiter von dem ganzen halt ja und da ging ich so eine gesehen als an der nächster Episode an ich wünsche nicht nach ganz viel Spaß am Kino Matt Mission Impossible ciao